So Leute, es geht weiter immer heiter, zurück bei Anno 1800. Ihr seht, ich bin wieder in der alten Welt bei Norton Bay. Nur um ganz kurz noch irgendwie was zu vermelden. Und zwar wie folgt. Also zum einen wollen wir noch mal ganz kurz angucken, wie so ein Tankhof funktioniert, wenn wir nachher in neuen Wälder nachbauen wollen. Andererseits ist mir aufgefallen, dass wir relativ wenig Trauben mittlerweile haben auf Vorrat. Weil, ja, wir natürlich jetzt wesentlich mehr Sekt auch hier produzieren. Und deswegen dachte ich mir so, hey komm, wenn wir schon nicht mehr so viel Trauben haben wir auch schon. Und wir haben zum Beispiel viel zu viel Hopfen an Lager gehabt und irgendwie die eine Kartoffelfarm hier war, nicht die hier, sondern die hier unten, die war irgendwie deaktiviert. Und dachte ich mir so, komm, kann ich mal schnell durch einen Weinberg ersetzen. Jo, jetzt haben wir halt hier ein paar Weinberge für Trauben. Bei Weinbergen eigentlich falsch, das sind ja wirklich, sind es Weintrauben? Eigentlich steht Trauben, nicht Weintrauben. Naja gut. Das heißt drum, Freunde, das ist nochmal ganz kurz zur Info. Und ich habe mich hier nochmal überlegt, war das hier wirklich schlau? Import-Export, dass ich da irgendwie so auf die Fahrstühle gehe und so. Und habe mal testweise mal die Pelzmäntel reingepackt, die Taschenuhren. Bin nachher mal gespannt, wie das funktioniert, weil wir haben momentan so viele Pelzmäntel. Könnt ihr jetzt schon mal Baumwollstoff und so einsetzen. Und ich habe Getreide hier oben wieder eingepackt. Weil wir es hier unten auch drin haben. Ah, genau. Das war deswegen, nur damit ihr es als Referenz mit diesem hoffentlich merke, dass wir hier ja auch importieren können. Also, was spricht dagegen? Also, Import, Export gibt es ja auch hier. Also, was spricht dagegen, wenn ich das Ganze hier auch mal noch versuche? Also, sprich, ich muss nicht immer alle Waren, die ich hier und so brauche, hier drüber auch machen, über die Insel, über Deepwater. Ich habe ja 3 Speicherstädte, theoretisch können sogar eine 4. hier bauen. Ich kann ja auch alle miteinander kombinieren. Das wäre ja auch eine Option, wa? Aber ja, das war mal nur dazu ein paar Ideen, die ich hatte. Jetzt hier, also wir haben aktuell da mit dem Pelzmantel und Kautschuk, theoretisch mit den Sektgläsern. Ganz kurz mal überlegen, wie ich das machen wollte. Also Fahrstuhl haben wir hier. Natürlich geht es bei weitem nicht mehr so auf, weil wir haben zum Teil viel zu viele Waren. Also das ist nicht so das Problem. Baumwollstoff haben wir bald auf Stufe 2. Pelzmittel bald auf Stufe 3. Da kann ich vielleicht... Ja, mit dem Sekt habe ich mir so ein bisschen überlegt. Ob den vielleicht hier unten noch ein bisschen einsetzen. Der Schnapp sinkt jetzt ein bisschen. Verstehe gar nicht warum. Den nur gerade irgendwie in Schiffen oder so. Am Arsch. Ja, sind fast alle irgendwie hoch, runter. Das ist relativ stark. Also, Taschenuhren, ja, momentan war ja der Versuch mit dem Exportschlag, deswegen wird es momentan auch nirgendwo verwendet. Außer jetzt hier beim Im- und Export. Die Idee, die ich aber irgendwie auch hier hatte, war, wir haben natürlich die Phonographen, die ich auch upgraden will. Warum nicht eigentlich mit dem Sekt das Ganze versuchen? Zum Beispiel gerade hier unten. Wir haben jetzt so viel Sekt wieder. Klar, das Verhältnis ist nicht mehr 1:1, das ist mir auch klar, aber... Man könnte es ja probieren. Ich denke da vor allem an diejenigen Waren. Vom letzten Beutezug. Ich habe schon vergessen, dass ich auch jetzt hier Kautschuk genommen habe. Der Kautschuk hier ist eh voll. Warum habe ich hier noch mal den Kautschuk drin? Ich könnte mal den hier rausnehmen. Dann habe ich den einfach mal hier leer drin. Und dann sehe ich nächstes Mal, wenn ich hier wieder vorbeigucke, sehe ich ja, okay, ich habe hier Kautschuk drin. Mal gucken, sind wir bei 2000. Okay, lass mal so. Das hatte sicher einen Grund. Ich sehe noch gar nicht mehr welchen. Aber das ist ein anderes Thema. So. Also dann. Sekt theoretisch. Ich habe natürlich die Phonographen noch drin. Macht das hier viel aus, wenn ich den jetzt so schieben würde? Ja, nach einem Baumwollstoff, da wird hier sowieso... Ja, ich verstehe gar nicht so das Exportwarenpyramiden, dass die irgendwie auf eine Insel festgelegt, beziehungsweise über alle Inseln festgelegt sind, nicht nur auf einer. Das verstehe ich nicht so ganz. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Ja, und auch hier sind wir natürlich, überall habe ich jetzt da irgendwie die Uhren drin.
Da ist natürlich jetzt auch ein bisschen doof, wenn ich mehr so produziere. Muss natürlich auch ein bisschen beobachten, wa? Momentan ist alles relativ gut, bis jetzt hier auf die Maßanzüge sind aber die jetzt ausgetauscht. Und ich würde sagen, wir gucken demnächst mal wieder, wa? So, ich wollte ja eigentlich noch Dampfmaschinen haben. Habe deswegen hier in der letzten Folge ja noch eine zweite angeschmissen, weil ich die Fahrschule auch noch habe. Das eben, ja, kann ich darüber streiten, ob das jetzt so clever ist oder nicht. In der Manufaktur. Weil hier vor allem auch der Output, es ist tatsächlich so, dass irgendwie so eine Fertigungsstraße und Fahrschulen bräuchte eigentlich um die 2 Dampfmaschinen, damit das funktioniert. Ich mal irgendwie hier gesehen, was ich persönlich doch auch ein bisschen heavy finde. Aktuell haben wir eine Versorgung von 4 Stück, das ist natürlich schön. Natürlich keine Nachfrage, dafür halt hier mit den Dampfmaschinen. Also 2 so Dampfmaschinen-Dinger reichen nicht aus. Ich habe natürlich auch hier nichts drauf für Dampfmaschinen, das ist mir auch klar. Aber ich habe irgendwie auch nichts. Ja, und hier was mit der Bilanz los ist, wieder Anteilseinkommen, das spinnt ab und zu ein bisschen. Mann. So, nee, falsch. Ich brauche eine Itementwicklung. Da ist halt die Dampfwagenfabrik. Die haben wir schon. Anstelle von Dampfmaschinen, wir haben das Gebäude Glühfäden. Die haben wir, glaube ich, auch sogar. Ja, haben wir im Einsatz. So, der hier. Beeinflusst Hochradwerkhalle, Nähmaschinenfabrik und Dampfwagenfabrik. Nur was modern ist, kommt irgendwann aus der Mode. Aber ist hier genau das gleiche. Es gilt für die Dampfwagenfabrik, aber nicht für Dampfmaschinen. Oder, Moment. Motorenfabrik, okay. Also das hier mein Fehler. Beeinflusst alle Fertigungsstraßen und alle Manufakturen. Ist eine Motorenfabrik eine Manufaktur in dem Sinn? Na klar, wir haben die ja noch und so, aber was Spezielles? Das ist eine Schmiede? Den finde ich ja schon mal interessant. Den können wir eigentlich auch mal herstellen, direkt nachher als erstes. Hä? Was ist jetzt passiert? Es hat tatsächlich ein bisschen wenig Kohle, das gebe ich zu. Hä? Warum? Was passiert? Habe ich irgendwas verpasst? Wollen wir erstmal ganz kurz Materialien checken, das sieht soweit aber eigentlich gut aus. Der scheiß Name müssen wir mal ausbauen. Ich habe hier nur 8 Kohle. Warum? Haben wir die Kohlezufuhr abgestellt oder was? Hier haben wir genug. Wenn du Gut, die haben die Grippe, das ist was anderes. geh nicht zur Arbeit. Das ist ihre Insel. Müssen wir da mal übernehmen bei Gelegenheit. Hier habe ich auch genug Kohle. Okay, sagen wir momentan wirklich nur da das Problem. Das ist keine schöne Arbeit, aber irgendwer muss sie erledigen. Weil die Anzahl Arbeitskräfte funktioniert auch noch. Hä? Bin jetzt irgendwie komplett im Arsch? Arktis, alte Welt. Ja, und wo ist er? Ja, hier kommen wir doch eher weniger. Okay, er ist unterwegs. Hey, ganz ehrlich, ich wollte eigentlich einen neuen Welt bauen, jetzt kommt hier die ganze Scheiße wieder dazu. Typisch Arno. So, da ist er unterwegs. Nee, das ist ein anderer. Da ist Arktis alte Welt 1. Hä?
Pionier 2 ist es, okay. Ich sehe leider gar nicht, wo er ist. Also Gas holt er viel, so wie es aussieht. Hat er irgendwie einen Knoten im Hirn? Hey, ich hatte da Kohle. Wir sind noch 280, aber immerhin. Warte mal, ich produziere eigentlich hier Kohle, wenn man fragen darf. Eins, aber offenbar reicht's. Wir können leider gar keinen zweiten bauen, weil wir wenig Arbeiter haben. Es ist kein Strom da, aber das sieht super aus. Okay, der ist ein bisschen creepy, der Zustand. Mal schauen. Ja, also wieder zurück zum Fertigungsstraßen. Ich habe schon gesehen, dass die Bilanz negativ ist, keine Sorge. Captain Morris läuft ein, genau. Jetzt haben wir noch 82 Fahrstühle. Da warte ich eigentlich noch drauf, bis die halt wieder eine sehr viel höhere Güteklasse haben. Wenn man es mal hier reinsetzen könnte. Das würde auch schon viel bringen. Ansonsten, ja, die Pelzmäntel sind bald auch schon auf der nächsten Stufe. Dann muss ich halt hier mal gucken, wie ich die halt schnell hochkriege. Pelzmäntel, alles weg, alles im Arsch. Ich würde sagen, es hat trotzdem gelohnt, weil wir uns hier 150 Taschenuhren auf Lager haben, die ich wieder rüber schicken kann. Weil das jetzt eigentlich nur temporär war jetzt mal eigentlich so der Gedanke. Die Fahrstühle nimmt dann nicht viel, weil wir momentan nicht viel brauchen. Ja, Holz macht eh keinen Sinn, weil es eh schon fast voll ist. Obwohl jetzt kaum irgendwas genommen dazu, oder? Ah. Ja, wobei, hat er einen großen. Gerade wieder viel verbraucht. Dann ist ja okay. Also, sie waren in die höchste Güterklasse rein, das heißt, ihr könnt die eigentlich wieder ein bisschen upgraden. Aber natürlich nicht ohne hier unten zu gucken. Lass mal ganz kurz gucken hier. Ja, sorry, Freunde, heute ist wieder irgendwie eine Check-Folge, keine Ahnung. Oh. Ja, jetzt verstehe ich aber, wo das Problem liegt. Wir haben zu viel Gas, Freunde. Hehe. Alter Schwede. Ich hätte nie gedacht, dass das mal passieren würde. Was halt jetzt hier ein bisschen schade finde, dass ich nicht irgendwie eine Möglichkeit habe, nur das Gaslager zu erhöhen, anstatt alles zu erhöhen. Ja, dann klappt es natürlich nicht, da ist man natürlich schon klar. Im Schwebezustand. So. Dann muss ich da vielleicht mal was anderes finden. Okay. Also ich mal auf Highspeed. Eigentlich wollte ich eigentlich noch ein paar Motoren mitholen, die wir hier noch en masse im Lager haben. Aber irgendwie. Ja, also mit Motoren muss momentan hier nichts rechnen, weil alles, was ich hier gerade produziere, wird direkt hier verwendet. Daher momentan ist da mit nichts zu rechnen, Freunde. Mit nix, mit gar nichts. Eine Inspektion.
Den Cognac, aber das funktioniert ja eigentlich auch noch ganz gut. Bis auf den Zucker, das ist ein anderes Thema. Ich nutze die Zeit zum Denken, denke ich. Der große Denker von Rodin, oder was? Meinen Sie mit Motoren noch irgendwas? Ich hüte besser meine Zunge. Negative Attraktivität, okay, es klappt also tatsächlich bei den Schmieden. Also, ja, ist wohl offenbar eine Schmiede. Sieht man irgendwo den Typus? Ich meine, das ist auf Produktion. Auch so selten gemacht war, das irgendwie runterzustellen oder hochzustellen oder so. Ich muss die Instruktionen für die Arbeiter weiter vereinfachen, damit sie nicht wieder unken, das Handbuch zu lesen wäre schwieriger als die Maschine zu bedienen. Die Frage ist, wenn ich das bei denen jetzt mache, sind die Umgebung würde ich mich besser entfalten. Arbeitspensum. Weil da gerade vielleicht sind die jetzt sehr unzufrieden oder so. Könnte ja sein. Der Druck im Kessel. Dass irgendwie eins verschluckt war. Steht bereit. So, Gas und Kohle ist also aktuell ein Problem, obwohl, warte mal. Eigentlich nicht wirklich, wenn wir jetzt mal gucken, was wir aktuell als Verbrauch haben. Ist eigentlich nur leicht steigend, wa? So, wir sind schnell unterwegs. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach sage, wir könnten zum Beispiel Wenn hier Sie eine oben Vorführung wünschen, müssen Sie uns vorher Bescheid sagen. Ich Auf den stecke abschalten. mitten in volumetrischen Analysen. Ja, jetzt nicht mehr. So. Das müsste eigentlich klappen, war Verbrauch und ja, Nun, Verbrauchproduktion. statt zu verhandeln. Nun, ja, das schon ist wieder. vielversprechend. So. Soll das ja nicht mehr so das Problem sein? Aber zumindest. Sag mal ganz ehrlich. Die Smartwatch manchmal. Einfach ungefragt reinquatschen, dann geht ja gar nichts. Warte mal, wo ist jetzt das Ding überhaupt hin? Inaktive Schiffe. Also genau. Wollte zwar eigentlich ursprünglich hier ausladen, aber dann... Ah, warte mal, dann gehe ich hier runter. Ich wollte eh dahin. Denn hier will ich ja, dass er noch ein bisschen was abholt. Der ist da. Okay, da passt soweit. So, Import, Export, alles Wüste. Hier habe ich einen Pelzmäntel noch irgendwie... Keine Ahnung warum. Um die Schokolade zu schlagen oder was? Das halt zum Not mal drin. So, dann die Taschenuhren. Phonograph noch drin für den Kaffee. Ich will jetzt eigentlich den hochpacken. Eigentlich könnte ich für den Baumwollstoff, weil der muss jetzt sowieso auch hoch. Und dann dafür... Wurde beendet. Ja, 6 Flaschen wegpacken ist irgendwie doof, finde ich. Aber Taschenuhren rauspacken auch. Das geht eh nicht, also insofern...
Ja, wenn man null Taschenuhren, sehr schön. Ja, aber ich bin knapp bei 7000, ne? Können wir also bald schon hochpacken. Ja, okay, warten wir hier mal noch. Weil nachher können Taschenuhren nach oben, kann Baumwollstoffe nach hier hin und Pelzwände können hier hin und dann passt es eigentlich da einigermaßen. Fotografen können ja eigentlich auch hier oben hin, aber ist jetzt momentan noch egal. Okay, trotzdem ist es einigermaßen funktionieren. Bis auf die Maßenzüge, weil die einfach so einen enormen Verbrauch haben. Er handelt. Ja, wir haben das mal ein bisschen Einkaufstier, aber viel macht offenbar nicht, wa? Ja, mal auf 500 hoch. Egal, Freunde, egal. So, ist langsam mal hier oder was? Ja, danke schön. So. Ja, muss das Gas hier mal irgendwie zwischenpacken, weil das mit dem Ding hier klappt ja gar nicht. Hier haben wir Dampfmaschinen ein paar. Nehmen wir die mit, vielleicht brauche ich mal noch ein paar, wofür auch immer. Gas nach unten liefern. Pff, wozu? Das in den Sinn dahinter nicht. So, und dann wieder in die neue Welt. Und wir gehen auch dahin. So, was ich eigentlich machen wollte, Freunde. Hey, ist ja das Gelumpe hier. Und ich habe mir tatsächlich oft noch ein paar Mal die Frage gestellt, so für mich selber. Bringt es das, was ich da letzte Folge irgendwie geschwafelt habe, im Sinne von, hey, Prosperity machen nur Wollen Alpaka, La Isla machen nur so Endproduktionen und auf von der Fund nur Farmen. Weil dann halt auch die Bewohner uns so irgendwie besser im Griff hätte. Angeblich, aber ganz ehrlich, wenn ich hier schon eine Hacienda habe, kann ich doch trotzdem hier weiterhin Kautschuk anpflanzen. Und vor allem den Platz dafür habe. Oder wenn ich mir sage, okay, Kautschuk brauche ich jetzt hier wirklich nur zum Exportieren, okay, dann mache ich es einfach nur hier. Ich meine jetzt hier zum Beispiel auch mit den ganzen Kaffeeplantage und so, ich meine, ich brauche hier, mal gucken. Zigarrenmanufaktur und so, hier mache ich eigentlich das. Jetzt wäre halt die Frage, vor allem im ersten Schritt lasse ich es mal so, das heißt, ich produziere einfach hier wirklich Holz und Tabak. Natürlich auch den Zucker, also die Zuckerdinger, Felder mache ich trotzdem. Oder für die anderen nicht, das heißt, der Kaffee, den ich eigentlich hier bräuchte, für die Produktionen, den lasse ich auch hier und produzieren hier weiterhin, wie ich es jetzt auch schon gemacht habe. Zum Teil auch importiert habe. Das wäre eigentlich auch eine Option wert, hä? Weil hier haben wir Kakaoplantagen, die ich dann einfach halt ja, exportiere. Das sind, glaube ich, sogar die 6, die ich hier mir irgendwie mal zurechtgestutzt hatte. Weil dann würde ich hier halt sagen, lassen wir das und dafür mache ich hier halt mit Holz. Wo sind die Holzhütten hin? Ah, hier. Wäre doch auch eine Idee, oder? Dann habe ich ja eigentlich immer noch hier unten noch ein bisschen Platz und noch nie so recht wusste, was ich damit machen soll. Die Straße kann man eigentlich auch anders legen, weil das mir schon immer nicht gepasst. Mal gucken. So. Aber hier oben, ne? Hier passt ja auch so einiges nicht.
Aber wir haben ja die Hacienda und hier war ja mal die Idee, das einfach halt anders hinzuparken. Damit ich vielleicht sogar ein bisschen mehr Platz hätte für alles. Weil hier kann ich ja auch locker nach oben gehen und so, nach oben ausweichen. Dann kann ich sogar theoretisch 2 Stück davon machen. Einmal nach unten und einmal nach oben. So. Ich werde jetzt in der Folge noch machen, auch wenn es länger dauern sollte. Und ja, wenn die letzte Folge ganz kurz ist, könnte es sein, dass dort vielleicht mal dann irgendwie 2 Folgen draus gemacht haben, weil es so 40 Minuten wurden. Falls heute auch der Fall sein sollte, bitte ich das jetzt schon mal zu entschuldigen. Warte mal. All die sagenhaften Schnauze. Sag mal. Ich habe mir sowieso gesagt, dass immer eine Straße mindestens dazwischen sein muss. Jetzt könnte man das theoretisch. Warte mal. Die Anzahl Felder nach oben sind ja so definiert, wa? Den können wir theoretisch so machen. Da geht es mit den ganzen Resten so nicht überein. Da ist mir alles bewusst. Warte mal. Hier kann ich, glaube ich, bis ungefähr hier unten hin, ne? Wir brauchen ja eine Straßenanbindung, das wissen wir ja. So, das sind diese 96 Felder, die ich aktuell maximal anbauen könnte. Du trägst das Zeichen der Schande. Ups. Also irgendwie eine Quest mit ihr? Offenbar schon, war. Wir nehmen es. Du hast völlig recht. Puh. Das war knapp. Ganz ehrlich, ich würde gerne das Thema wechseln. Alle Einnahmen fließen direkt in die Stiftung. Mehr Geld, oh, ist immer gut. Das habe ich verdient. Ja, kann sein, dass ich den Quest mit ihr hatte und die verpennt habe. So. Das hier natürlich eigentlich auch cool wäre. Wäre eine Strecke nach. Beziehungsweise Felder nach oben, wa? Dann wäre es aber nicht so, sondern wären ein paar nach mir. Hallo? Es wäre. Das war nochmal mit dem Versetzen, ist echt ein bisschen creepy. Drei Felder dazwischen brauche ich ja immer mindestens, das ist aber schon mal erwähnt. Ja gut, hier klappt es zwar, also hier oben, aber das wird dann nicht mehr funktionieren. Das Sahnehäubchen für unsere Freundschaft. Warum so gemein? Ich
kann es zum Teil ja auch auf die andere Seite legen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Hm. Also. Da dachte ich mir gar nicht daran, vor allem jetzt der ist ja im Prinzip Quatsch da oben. Aber eigentlich kann ich die ja zum Teil auch umdrehen. Und ich zum Beispiel jetzt sage, hey, der passt, okay. Der dürfte auch noch ungefähr hinpassen. Dafür würde ich dann vielleicht den nach innen drehen. Dann hat der wieder ein bisschen mehr Platz, das könnte funktionieren. Bei den drei könnte es auch funktionieren. Also einfach mal so eine Idee, die ich mal hatte. Das Häuschen vielleicht sogar hier drin direkt. Und ich direkt alle irgendwie ein bisschen beliefern kann. Weil es sind dann so viele, ich brauche sogar ein zweites noch. Mache irgendwie auf hier unten nochmal eins hin und den verschiebe wieder nach oben hin. Ja, da oben hin, sondern können sogar hier hin machen. Und nach da irgendwie hin. Also da hätte ich noch ein paar Ideen, Freunde. Wie das funktionieren könnte. So, der ist ja auch schon hier. Der wartet noch. Dann schicke ich den nochmal ganz kurz nach unten. Und darüber hinaus. Und ich würde sagen, das war es trotzdem für die heutige Folge. Jetzt sind wir bei 31 Minuten. Das passt soweit, glaube ich mal. Dann gucken wir halt nächste Folge, was wir hier noch alles noch ein bisschen besser optimieren können, nicht wahr? Und vor allem auch müssen. Wir haben hier, ja, zum Teil steigt es wieder. Ich muss hier wirklich ein bisschen kontrollieren halt. Dass es nicht zu schlimm eskaliert, aber allgemein sieht es gar nicht so schlecht aus. Genau, da fehlt noch ein bisschen was, bis auf die 7000 kommt mit den Taschenuhren. Haben wir da aber auch ein viel besseres Verhältnis. Der kommt nachher hoch, Glühbirne ist auch schon bald soweit. Jo. Da wäre einmal die Idee, wenn die Taschenuhren soweit wären, dass ich die vielleicht hier sogar wieder rausnehme oder was anderes seht, zum Beispiel die Pelzmäntel. Oder Insekt vor allem. Und dafür halt mal gucke, wie ich das irgendwie mit Telefon und Dampfwägen hinkriege. Und eigentlich war eine Idee, dass ich Dampfwägen selber produziere und dann exportiere. Eine ihrer Fabriken. Ernsthaft? Ein Feuer ist ausgebrochen. Da ist natürlich eine schöne Scheiße. Motorenfabrik. Aber er hat trotzdem nicht mehr, habt ihr gesehen? Ich habe jetzt vielleicht... Ich habe ein paar mehr Fahrstühle, okay. Alter Schwede. Wie sieht es aus mit den Forschungspunkten? Ist er langsam fertig hier? Ah, Ölquellverschiebung ist bald durch, sehr gut. Und dann macht er den hier, dann kann ich mal den nutzen. Mehr Produktivität, Grundhaltskosten. Das ist natürlich eigentlich schon cool. Also Motorenfabrik offenbar doch nichts Neues, sage jetzt mal, darbietet. Dafür, das ist schon krass. War das nochmal, das ich erledigen wollte? Ja komm, eigentlich geht es in der Folge darum. Dann können wir hier die Folge beenden, Freunde. Und ich sage, vielen Dank fürs Zusehen. Bis nächstes Mal zurück bei 1800 mit Motoren oder Dampfmaschinen in der Motorenfabrik hergestellt werden. Was? Nee, falsch. Ah, hier. Steam Motors, Drive to the Future. Stream Motors, Drive to the Future. Oh Mann. In der Hinsicht, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei 1800. Es geht spannend weiter. Hoffentlich. Bis dahin. Bye, bye.